Merci, Herr Bürgermeister. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will auf keinen Fall den Enthusiasmus bremsen, den Herr Bürgermeister an seiner Budgets redet, mir auch für die Runden Herr Majeros an seiner Intervention vor sich tun, zu vermitteln. Ich fand das besonders am Bereich von Schulbudget den Enthusiasmus am stärksten herausgeklungen hat. Du hast doch den Bürgermeister ganz stolz eine ganz Reihe Projekte abgezählt, die all immens flott sollen gehen. Ganze 4,7 Millionen sollen in Zukunft von unseren Kanner investiert gehen. Dabei kommen noch ein paar weitere Spurnisse, also Depensen, die schon am Budget von 2018 vorgesehen waren, und aber noch nicht depensiert gesehen. Zu Asch gehen momentan 3232 Kanner an die Schule. Am Budget für 2019 sind 750 neue Schulplätze und 880 neue Maison-Relais-Plätze vorgesehen. Verschiedene Schulen sollen renoviert und ausgebaut oder umgebaut gehen. Neue Maison-Relais sollen entstehen und es sollen auch Funkel neue Schulen gebaut gehen. Das klingt alles wirklich immens flott. Und wenn man nicht besser weiß, dann ging es so gut davon ausgehen, dass alles das, was der Bürgermeister signaliert abgezählt hat, doch schon quasi fertig gegen stehen oder bald so gut wie umgesetzt wäre. Wie gesagt, ich will den Enthusiasmus nicht bremsen, ganz am Gegensatz. Wenn ich mal so das Schulbudget mehr genau angucken, dann ging ich sogar vorschlagen, dass man nach einem Schöpfer-Enthusiasmus sollen zulegen, für dass die neue flotte Schule mit ihrer flotte Maison-Relais so schnell wie möglich durchstehen und dass man keine Nächste mehr brauchen, für die Kinder in der Dach zu kriegen. Weil ich frage mich effektiv, für wenig Sinn die 750 Schulplätze und die 880 neue Plätze an der Maison-Relais gedurcht. Im Moment also just die neue Schule zu Fabriken an der Mar an Haiers bis just 1 Million von denen 3, die am Budget 2018 vorgesehen waren, verschafft gehen. Lo kommen heute ein 5 Millionen dabei. Sollte die Schule an hier Maison-Relais wie geplant 2021 abgehen, dann muss ich aber noch Gas gehen mit den Depolutionsarbeiten. Wir brauchen neue Schulen an Asch für die Schülerpopulation besser abzudelen, an die Allgebäuer zu entlasten, die hier Limite getroffen sind. Die Schulen auf der Lanti, an dem Cité Rouge, gerade wie auf der Arbeit Schöffling, die da geplant sind zwar am Kader von der Stadtplanung annonciert gehen, aber wenn die Arbeiten hier angehen, steht noch an den Sternen. Das ist auch kein Budget heute festgelöst, nach kein konkrete Projekt am Gemeinde repräsentiert gehen. Das sind also 800 neue Schulen und Maison-Relais-Plätze, von denen da geschwärzt wird, die nach einer Zeit der Klammern Werte stehen. Am Anfang steht für das Jahr 2019 just ein neues Projekt für den Bau von einer Schule am Budget. Dabei handelt es sich um eine Schule für den Quartier Neudorf. Das ist eine Förderung, die wir als die Linke schon immer gestalten, und das ist also eine alte Idee. Wir freuen uns aber trotzdem, dass der Schafferot das auch angesehen hat, dass der Quartier Neudorf eben auch genug Kanner hat, für eine ganze Entität zu bauen, also eine Schule mit mindestens einem ganzen Zug, wie an der Schule auf den Klappen, wo 140 Kanner auch innergebracht sind. Also wir wären so mehr froh, wenn Neudorf Schule kein Annex geben. Das ist aber leider der Fall für die Schule auf den Klappen. Und wir wären noch froh, wenn als Proposition, die wir schon mehr oft geäußert haben, nämlich die, dass ein neuer Standort für die Neudorfschule kennt, Sitz von der Flüchtlingsstruktur sind, und dass alle Standorte, also den aktuellen Standort von der Schule, soll sozialer Wohnungsbau entstehen. Der aktuelle Standort von der Schule ist immens schlecht accessibel für die Busse. Und solange wie die Flüchtlingsstruktur noch genutzt wird, kann als Zwischenmesure ein zweiter Stock auf der Schulgebäude gebaut gehen. Also wir bieten nicht auf jeden Fall das Konsiderationen an die geplanten Etudes, die auch am Budget von 2018 schon stehen, mit anzubeziehen. Beispiele von der Neudorfschule beweist, dass an den alle Quartier von Asch neue Schulen nötig sind und nicht nur da, wo neue Quartier entstehen. Wenn wir wollen, die Wachstumsproblematik an den Griff kriegen,
dann gehen Renovationen an Ausbau von Schulgebäude Maison Relais wie beim Bruch der Großgäste der Heisch, dem Aerodrom, die zwar nötig sind, aber nicht durchgehen. Und die dürfen auch auf keinen Fall eine Option, sie gehen für Schüler eben do zu stockieren, die nicht bis an die neue Schule werden packen, weil die neue Schulen dann noch fehlen und nicht fertig sind. An die Schüler 12 aber all Jahr weiterhin wiest. Soll es darum gehen, mehr und besser Räumlichkeiten zu schaffen. Also ich meine nur beim Ausbau von den verschiedenen Schulen, den Projekten, die genannt sind. Aber das nicht gedurcht, dass da sollen mehr Schüler hier kommen. Und das wird auf keinen Fall geschehen. Das ist natürlich auch so, dass ohne neue Schulgebäude der nächsten weiterhin werden eine Obligation sind und ich meine, dass der Willen, das nächsten überflüssig zu machen, bei diesem Schafferrot nicht existiert. Es gibt sogar neu an nächsten abgerichtet wie die Maison Relais Lallinger Deich. Zu bedenken ist auch, dass das meistens aber provisorische Strukturen sehr unbenutzbar gehen und da müssen ersetzt gehen. Letztes Jahr sind meine Berechnungen nur vielleicht 17% von unseren Kindern an eine provisorische Struktur gegangen, respektive an einer nächsten Schulgängen. Und das Jahr müsste das auch ähnlich sein. Weil wir gerade von der nächsten Schwarze gebe ich just davon profitieren, eine kleine Präzision von der Definition von einer Schule zu machen, weil schon Gefühl, der nennt alles Schule, weil aber nicht immer unbedingt eine Schule ist. Also eine Schule ist ein Gesetz nur eine Entität mit einem kompletten Zug. Das heißt, du sind alle Zyklen vom Präskolär bis zum Zyklus 4 vertreten. In dem Sinn ist ein Aerodrom keine Schule, und auch Busschule, die an der Waldschule geplant ist keine Schule. Hier soll ja eine Buschklasse und eine Buschmaison Relais entstehen. Buschmaison Relais hat den Avantage, dass Vakanzen nur endlich an legale Kader gesagt gehen. Aber andererseits stellt sich auch die Frage von der Verdelung von denen 40 Maison Relais Plätzen, die hier aber für die Kinder aus ganz Asch vorgesehen sind. Die Frage stellt sich natürlich allgemein, wie gehen die Plätze berechnet, wie geht gerechnet, was den Besoin ist von Plätzen an Maison Relais, was ist die Selektionsbasis. Voilà, das sind für mich Ruhen, die aufstehen, die nicht klar sind, wie das um die Sache geht. Aber erst eine Konklusion aus diesem Schulbudget sehen, wollte ich aber einkehren, auf die große Verlierer zu schwätzen kommen, das ist nämlich die Schule vom Lycée, die nicht ausgebaut wird, die auch nicht renoviert soll gehen oder umgebaut soll gehen, die auch keine Identität mit einer Maison Relais ist. Also für das Schule ist kein Budgetsposten vorgesehen und dabei ist die Schule, die am meisten investiert muss gehen, weil es am meisten nötig ist. Also eine Etude, die für 50.000 € am letzten Budgetstunde nie durchgeführt, da wäre doch das ja nicht durchgeführt gehen. Das Schule hat eine Lisa-Etude nur die sozial und ökonomisch schwächste Schülerpopulation als ganz Asch. Und die sind noch nach zur Summe gedreht, dann Klassensaal von 30 Meter Carré. Also es fehlt bei diesem Schulbudget schlussendlich an einer Gesamtvision. Die Investissementer, die dafür zu machen, folgen keinem klaren Konzept. Der baut Plan Maison Relais an Annexen durchgehen an eine wirklich proaktive Investitionspolitik, die auch Viersprung gewonnen bei der Schaffung von neuen Schulplätzen, auch am Kontext von dem demografischen Wurst merkt ihr nicht. Bei der Kultur, also nicht da nicht, Dopphanker, die hier budgetisiert gehen, sind einerseits ein Eispist, die anscheinend keine Energie soll fließen, auch nicht bei warmen Temperaturen. Und da bin ich dann aber den Herr Cox als zu erklären, wie das kann möglich sein. Und andererseits die Renovation und Transformation vom Briderhaus an eine Artistenresidenz am Kader von 2022. Also schön eigentlich das Projekt, wir haben den Herr Baum heute doch für das Projekt ja auch unterstützt. Aber es sind allgemein sowieso für den Zusammenschluss von Kultur und Sport. Mir wird mir steuern, dass
de Mangem und Nohaltegkeet von all diesen Investissementer, die entweder just ab 2022 hier schaffen oder vergänglich sind, aber bei denen kein Konzept für langfristigen und noch sozialen Nutzen für Leid. Der Resistenzmuseum zum Beispiel sein eigenes Konzept, das ist eine Privatfondation. Ein Museum ist ein wichtiges Element für eine Stadt, für eine Erinnerung, Kunstwerke, für die Erinnerung an Kunstwerke abzuleben, festzuhalten und weiter zu vermitteln, aber auch für die gegenwärtige Zeit an ihren Akteuren, ihre Künstler Raum zu bieten, für ihre Messagen an ihre Werke zu vermitteln. Wir brauchen das alles für und an nur erst 2022. Es fehlt für allem ein Escher Lokalmuseum. Effektiv gibt es zwar keinen Platz, wo die Escher, mir auch Visiteuren etwas zur Escher Lokalgeschichte gewöhnt gehen. Und da gibt es aber viele interessante Aspekte. Esch blickt op eng Jahrtausendal Geschicht zurück, Esch ist auch mehr wie nur eine Industriekultur, es gibt eine Kultur für der Industrie und aber eine Kultur nur der Industrie, und die hat schon nur gefangen mit der Uni und Belval. Ob da gleich, du könnt euch bestimmt daran erinnern, zwischen 2002 und 2006 Sondagsgrabungen stattfand, bei denen 5000 Artefakten und Objekte aus allen Zeitperioden gefunden wurden. Ich kann mich auch gut daran erinnern, wie ein Herr von der Amikal von der Escher Geschichtsbrenner an einer Kulturkommission einen Vortrag gekommen ist, über die ganze Arbeit, die Amikal damals gelesen hat, wie wenig Anerkennung sie vom Minister an der Gemeinde dafür kriegen. Die verschiedenen Objekte von den Ausgrabungen sind bei einem Bauer zu Halling angekommen, die damals aus seinem Haus und auf seinem Terrain ein Museum angerichtet hat, und damit ein Stück Escher Geschichte sicher in der Derbrücht tut, was die Gemeinde und das Kulturminister bis nun nicht fertig tun. Und auch Präsidentin von der Kulturkommission, wo ganz entzahl über die Situation und den Zustand von dem Bauernhaus, das riskiert zusammen zu fallen, mit der Museumskollektion von dem Minister war, den refusiert, Tausender Denkmalschutz zu setzen. Members von der Kulturkommission waren all davon überzeugt, dass die Lokalmuseen mit der Basch kommen, und am Budget für 2019 ist aber nichts davon zu sehen. Für das Museum braucht sie natürlich auch lokal, am besten am Zentrum. Und vielleicht hat heute den Nariston ans Spiel kommen, von denen nicht gerade eben Loge friskieren, ich weiß nicht, aufgerappt zu gehen oder das vielleicht mit einem Promoteursprojekt Wohnungen sondern kommen, ich weiß nicht, was geplant ist. Aber auf jeden Fall, wo die Reaffektation von Nariston, ja, es war am Koalitionsaufkommen 2017 stumm, an dem Moment auch Hoffnungen ableben gelassen wird, dass aber vielleicht ein anständiges Kino auch zuerst ging abmachen und noch mehr urspruchsvoll Filme könnten gewisse gehen für eine Population, die aber recht wird, ob qualitativ Divertissementer an Studenten, die am Staat Kehr mittlerweile wohnen, auch eine weitere kulturelle Aktivität hätte können bieten. Wenn ich will Film gucken gehen, und nicht den Quatsch, den am Belval lebt, dann muss ich bis an den Start fahren oder bis auf Schiff reisen. Weil übrigens, Schiff hier in Frankreich ist eine freie Industriestadt, die heute finanziell ruiniert ist, mir wird gemeint, wenigstens fertig wird, in alle Kino abzukaufen, die nur von einer Handvoll Pensionären als eine SBL exportiert wird. Und es ging hier am Süden auch so viele Assoziationen und Organisationen von Benevolen, die sich für Kino interessieren, die Filmprojektionen organisieren, an verschiedene Lokale, und noch Studentenorganisationen, die sich könnten in Programmation vom Kino kümmern, Gemeng misst Gebäude just kaufen und Gemeng Hut suchen, mehr so ein Promoteursprojekt für vielleicht unbezahlbare Wohnungen am Platz zu machen, bringt doch eben vielleicht Misuren ran, und das ist dann interessant. Und dann ist es eben mal River mit der Bonne Volonté culturelle vom Schafferrot. Für was, ich frage mich, für was von Finanzen von der Gemeinde gut sind, für was muss dann aber so ein Entweder-oder-Politik getrieben gehen. Entweder ein Eispiste oder Kino. Entweder eine Artistenresidenz oder Lokalmuseum. Wenn die Moyen da sind, müssen da keine Restriktionen fallen. Es sind 12 Millionen für gesehen, den Herr Baum hat früher noch davon geschwärzt, 12 Millionen für die Akquisition von Gebäuden. Und ich frage mich, für was könnten das 12 Millionen nicht teilweise heu angesagt gehen? Der hat vierten argumentiert, dass die Akquisition vom Ariston ein größerer Kostenpunkt wäre, dafür eben nicht interessant.
Ich bin am Anfang froh, dass das Argument geäußert hat, weil ich hatte im Moment Angst, das Hauptargument gegen den Ariston eng Aussowie, die da von einem alle Gemengerot gestern Abend auf Facebook gelesen hat, und dann hat aber ein kleines Problem. Das Argument, es gibt etwas vermisst, was nie gegangen ist oder was nicht geklappt hat, ist für mich kein Argument. Ich meine, die SBL, den Ariston eine Zeit lang exportiert hat das schlecht gemacht. Muss ich noch bedenken, dass die Leute doch Loyer bezahlt und an allgemein als ein Kino, wenn es nicht gerade ein Kino aus den einer Aktiengesellschaft gehört, als ein Kino eben eine Entreprise abhält. Ein kulturelles Interesse, das muss ihn aufbauen. Die Leute konsumieren die Kultur, die sie Geburten kriegen. Die Leute können auch da kaufen, wo sie auf ihre Käste kommen. Von dir, das war ja ein Argument, das dafür noch gesagt hat, dass es eine Epicerie gibt, wo okay, mir hingeht, weil die Leute dann einfach an große Fassen gehen. Ja, aber wenn überall große Fassen hinkommen, dann leidet auch die Commerce de Proximité da drin. Aber wenn dir ein Baguettenautomat neben der Bäckerei abstellt, wo Baguette dann nicht mehr 50 Cent am Platz 1 Euro oder 1,50 Euro kostet, da gehen die Leute an den Automat. Das Verhalten von den Leuten ist beeinflussbar. Und die Leute holen das, was sie kriegen. Aber wenn das Angebot nicht immens qualitativ ist, dann ist das doch nicht ganz respektvoll den Leuten gegenüber. Ich meine, was doch mehr unterschiedlich, noch mehr qualitativ hochwertige Optionen geboten geben, was die Probabilität auch mehr groß ist, dass die Leute sich aber für die mehr qualitative Optionen entscheiden. Und auch wenn sie mit teuer ist oder wenn es eben mehr Erfahrung verlangt. Ich habe schon einmal gesagt, das Kino als eine Entreprise abhält und all unabhängige Kinos von einer gewissen Prekarität betrifft. Aber was so ein kleines Kino aber über Wasser hält, ist einerseits eine finanzielle Hölle von der öffentlichen Hand, aber andererseits, und das ist etwas, was der nie wird verstehen, andererseits verlangt die Exploitation von einem Kino ein gewisses Engagement, eine gewisse Leidenschaft, die unbezahlbar ist. Die Leute Kultur mit zu bringen, Leute von aber einem cinematografischen Patrimon profitieren lassen, den doch heute zu Lützeburg gibt wie weltweit, das lässt sich eben nicht chiffrieren und das ist keine Sache von keinem Kalkül. Wenn ihr wollt mit einem Kino Suche machen, dann muss der Hauptaktionär bei Kinopolis. Eher zum Schluss kommen, wollte ich auch noch über die Arbeiten schwatzen, die bei der Ascher Schwamm für gesehen für 810.000 Euro. Hier schenkt auch das Konzept von einer weiteren offener Schwamm, die in Zukunft gebaut gehen, für auch Nofro noch mehr Freizeitareale zu erfüllen, ausgeschlossen gehen. Da das Schutz klingt nur einem Ausbau vom Baubereich, den dann eine Art Trostpreis soll sein, am Kader vom Projekt Rot-Lenz vom GIEC verledel Alsat, wir ja aber eine Rehabilitation von Neras war ein innovatives Projekt, den aber auch eine Zukunftsvision vertritt und auch eine grenzüberschreitende Kooperation am Tourismusbereich an die Leben gerufen. Mit innovativ, politische Visionen, Vorausdenken, Planungsfähigkeit, die verschiedene Faktoren zusammen können ausschneiden, das sind Sachen, die ich bei diesem Budget vermisse. Und für uns ist das heute ein Budget ohne Biss und ohne Substanz. Merci. Merci, Madame Wies. Also das Zitat, was ihr gesagt habt, kommt von Ihrem Parteikolleg